Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Und jetzt probieren wir mal hier in diese magische Höhle reinzukommen. Das mal scheint auch zu klappen. Irgendwie. Und? Fröschel? Fällt da was auf? Ah. Hey du. Es ist Cyrus, renn du mal, Liebe. Danke, Cyrus. Klein, manchmal müssen die Menschen einfach die Zeit zusammenbeißen. Aber getroffen zu werden tut weh. Du bist ein Weichling, Glenn. Waren sie dann etwas älter? Cyrus schon als Kämpfer und Glenn wohl immer so als sein Knapper und Gehilfe im Hintergrund. Hey Glenn, ich spiele mit dem Gedanken, Ritter zu werden. Ich weiß, du wolltest dich melden, du wärst ein großartiger Krieger. Und was ist mit dir? Ich würde es wohl nicht schaffen. Warum nicht? Mit dem Schwert bist du sogar besser als ich. Ich weiß nicht, mich deucht, ich könnte niemals jemand verletzen. Aber ein passabler Schwertkämpfer scheint ja wohl schon gewesen zu sein. Und du haben sie ihn verwandelt. Ja, und du scheint ihn wohl Magus zum Frosch verwandelt zu haben. Ja, so ist er wieder aufgewacht. Oh. Und du hast das Amulett dann wohl auch gekriegt. Was ist dann hier vorbeigeflossen? Eigentlich schon eine ziemlich tragische Geschichte von ihm. Er tut mir auch schon leid, muss ich sagen. Das Amulett. Das helle Amulett. Ja, schon armi Sau eigentlich hier. Gib mir das Masamune. Bitteschön. Ach Gott, Hauptsache meine Botte gerammt, statt sie mal einfach zu reicher. Ich muss sagen, der Charakter hat bisher so am meisten Tiefe. Und ich kann echt mit ihm fühlen und er tut mir auch echt leid, aber ich mag ihn trotzdem. Also gerade weil es so eine tragische Figur vielleicht ist, mag ich ihn. Aber er ist echt schwer in Ordnung. Mein Name ist Glenn. Cyrus, Hoffnung und Träume. Und jetzt ist Masamune. Umgehend werde ich Markus ehrevoll besiegen. Alter. Hohoho. Master-Schwert erhalten, ne? So nach dem Motto. Alter. Puh. Der hat's schon ziemlich drauf hier, unseren gute Froschi. Meine Fresse, Glenn. Nicht verkehrt. Okay, jetzt fliegt hier so klein die Fledermaus bei uns rum. Hat er jetzt das Schwert? Ach, ja, er hat's. Perfekt. 79 hat er einen Angriff jetzt. Dann würde ich erst sagen, er kriegt das legendäre Amulett, auch noch das Heldenamulett, erhöht kritische Rate des Masamune. Dann darf er das auf jeden Fall haben. Und er darf seinen Sir Cyrus, seinen Mentor, seinen guten Freund, auf jeden Fall auch rächen. Die Kleine sind jetzt Gremlins. Okay. Bin ich immer gespannt, wie viel er so abzieht. 150 bei Chrono. Oh, die sind eher wohl nur auf Magie. Haben wir mal hier Eis. Interessant, dass Glenn keine Wasserzauber parat hat. Schauen wir mal. Vielleicht lernt er ja auch noch was. Ich weiß es noch nicht. Ich
Ich weiß ja nicht, wie oft wir Glenn hier wieder treffen als Frosch. Oder ob er eventuell wieder zurückverwandelt wird. Auf jeden Fall hat er einen gigantischen, starken linken Arm. Frosch wird aufgestuft und Marlene sag ich, und Male auch noch. Benutzt bei Magie? Mich denkt nur Zauberervermögen dies. Ah, reist zum Zeitende, damit er Frog-Magie lernen kann. Okay, ja klar. Gerade eben habe ich mich noch gewundert, dass der gute Mann hier Magie wirken kann. Aber selbstverständlich darf auch er Magie lernen, da bin ich doch stark dafür. Quick, quack, wuck, quack, quack. Das Fröschel mit Magie. Ja, also ich bin definitiv dafür, dass der das lernt. Ich habe mich schon etwas gewundert und habe eigentlich gehofft, dass der so im Kampf eventuell was lernt. Wenn er so Stufe aufsteigt, wenn er so auf Stufe 20 ist oder so, dass er dann Magie freigeschaltet kriegt und die dann mit, mit Tech-Punkte lernen kann. Das war eigentlich so meine Hoffnung, aber passt schon. So, Äther und eine Tonic gibt es auch noch oben drauf. So, mein lieber Frog. Dann darfst du selbstverständlich auch Magie lernen. Ab zum Zeitende. Und dann schauen wir mal, was wir für dich machen können. Der lustige Kater, dieses Katzegetier, hat bestimmt was für uns parat. So, erste Mal hier. Haben wir LP und MP Wiederhersteller. So. Und mal gucken, was sagst du? Huch, jetzt ist so ein Goblin drin, blauer. Der Speckio. Ein seltsamer Kerl. Als Frosch steht ein Wasser wohl gut zu Gesicht. Das hat er natürlich auch nach die Stimme. Ipso facto mino mo magico. Frog hat Magie gelernt. Geil. Herzlichen Glückwunsch, Glenn. So, mit Magie gestärkt wird es mal ausprobieren. Ah jo, gut. Na gut. Alter. So kann ich es natürlich nicht ausprobieren, du Spacko. Oh Gott, wie er toll liegt, der Hammer. So. Ah, die Musik ist zu geil. Okay, Chrono drauf und Frog. Wasser kann der jetzt. Okay, Wasser, Angriff auf den Gegner. Ups. Alter, der ist immer extrem stark. Blüpp. Okay, wir probieren es trotzdem nochmal. Also der Speckio. Oh scheiße, das war genau der falsche Kalt. Alter Falter. Probieren wir mal Gewitter aus. Probieren wir nochmal Wasser aus. Ist ja auch geil animiert. Und Maler. Boah, Alter. Belebung auf ihn. Ich habe das Gefühl, das hält man nicht so lang durch hier, den Kampf. Und wie viel Schaden macht das? Natürlich. Alter. Also Speckio ist schon eine Hausnummer für sich. Boah. Gewitter erleiht. Also in der Gestalt gefällt der mir schon mal gar nicht mehr, weil der extremst viel zu stark ist. Ich glaube, ich lasse mich doch fertig machen von dem. Was anderes bleibt mir nicht mehr. Also so ist er mir auf jeden Fall viel zu stark. Da muss ich noch ein bisschen trainieren, dass ich ihn so pack. Oh je. Boah, dann macht er noch 2 Angriffe, bis ich mal so weit bin.
Nee, das wird so nix. Hey, Grüne. Ihr seid zum Schieße, bring mal neue Freunde her. Boah, meine Fresse. Also der war jetzt etwas viel zu stark für mich. Gut, dann schauen wir nochmal, wie es bei Frog aussieht, was der eventuell noch lernen kann. Heilen. Füllt mehr LP für alle. Das ist gut. Das war's, glaube ich, ja. Das ist natürlich sehr cool. Aber Wasser ist ja eher das Heilelement, weswegen Male ja auch natürlich dann Heilmagie drin hat. Und Glenn als Frosch mit Wasserelement hat natürlich da auch die ganze Heildinger mit drin. Also sowohl ein Angriffszauber als auch ein passive Zauber. Ein offensive und ein passive Zauber haben sie dann drin. Okay, sehr gut. Doppeltech Eiswasser gelernt. Doppeltech Wasserfall gelernt. Nicht schlecht. Schauen wir mal, ob das bei Kronos Techniker drin sind. Wasserfall. Angriff mit vielen Schwertern. Ja, das ist mit Frog dann wahrscheinlich zusammen. Und, nee, er hat nix. Triple Tech. Achso. Nee, Moment, hier, bei dem. Wasserfall und Eiswasser. Ah ja, das ist mit denen beide hier. Eiswasserangriff alle Gegner und das ist mit Male und das ist mit Chrono. Angriff mit vielen Schwertern, Eiswasserangriff alle Gegner. Ja, das ist nicht schlecht. Und Male macht hier das und das. Antipod. Attacke mit Antipod. Okay, das geht nur mit Luca zusammen und der Aurastrahl geht mit Robo zusammen und Eiswasser mit Frog. Okay, bin ich immer gespannt. Da werde ich dann in dieser magischen Höhle, wo wir gegen Markus kämpfen, auf jeden Fall noch ausprobieren. Das halte ich für recht sinnvoll. Gerade muss er Interesse halber. Hätte er noch irgendwas gehabt, was mit Luca machbar gewesen wäre? Nee. Feuer und Wasser hätte ja einfach nur Dampf ausgelöst. Insofern, So. Jetzt haben wir hier einen Speicherpunkt. Nee, so. Das Masamune. Und er hat jetzt seine Magie. Also rein mit uns. Und noch einmal. Die Biester sind glücklicherweise weg. Durch ein Geheimnis versiegelt. Ich nehme mal an, erst wenn wir Markus gekillt haben, kommen wir hier dazu, das verwendet zu können. Ja, scheiße, das sind die ganzen Biester im Weg. Gegen die müssen wir wohl kämpfen. Und diese kleine Fledermaus, die uns hier verfolgt, ich habe das dumme Gefühl, dass das irgendwie ein Diener von Markus ist. Frog, du gegen die andere Fledermaus, bitte. Sehr schön. Uiuiui. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Magie drauf. Eis auf das Vieh, auf den Gremlin, der noch übrig ist. Und weg ist er. Optimal. Da können wir jetzt nochmal für Glenn... Uiuiui. Für Glenn noch was freischalten mit dann viele Tech-Punkte. Alter Falter. Huch. Formieren die sich zu was Größerem oder... Wie schaut's aus? Ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt noch eine Combo-Attacke hier krieg. Dass Frog und Chrono jetzt hier nochmal ein bisschen abgehen. Haben wir Combo? Wasserfall. Probieren wir es mal aus. Ah, okay, das verstärkt damit Wassermagie. Hui, das ist auch cool. Okay. Dann probieren wir das mal aus. Wie die beide miteinander agieren. Sprich Frog und Frog vor allem. Und Maler. Wie die beide so abgehen. Dann will ich aber zuerst nochmal von Chrono was ausprobieren. Chrono, mein Kumpel, mach doch mal der Drehschnitt. Den haben wir bisher noch nicht gesehen. Und
du machst jetzt mal eine Combo. Ich will Eiswasser sehen. Und... Oh! Heidewitzka, das macht gut Schaden. Ja, die sind perfekt geeignet, die zwei Wasser-Arwender. Uiuiui. Noch mehr? Okay, dann machen wir doch nochmal Eiswasser. Und Chrono, du darfst hier die Dinge attackieren. Eiswasser zieht nur 2 MP pro Frog und pro Maler ab. Nicht verkehrt. Eieiei. Also das ist eine ziemlich heftige und gute Attacke. Muss man mal lassen. So. Da liegt schon ein toter Soldat rum. Notiz mit Blut geschrieben. Jongleur in Magus Schloss Akre verstärken seine Verteidigung. Okay, da kommen wir durch. Oh, und da geht's wieder zu Magus Schloss, ja. Angriffe stärken seine Verteidigung. Noch einmal gerade reingucken. Maler, sitzt du nicht rum. Gerade nochmal durchlesen. Die Notiz. Jongleur in Magus Schloss. Angriffe stärken seine Verteidigung. Das heißt, denn nicht physisch angreifen. Deswegen machen wir hier nochmal eine Speicherung. Und gehen mal rein. Magus ins Schloss. Oh. Oh, allein schon mit dem düsteren Wald, mit einer verkrüppelten Bam. Das kann nur... Oh, die ganze Fledermaus hier. Huiuiuiui. Hinten dran noch der Vollmond. Schön in Szene gesetzt. Mit dem Städtrache oben drauf, der zwar ein bisschen unglücklich aussieht vom Gesicht her, aber... Heidewitzka, das hat was. Magus Schloss. Das hat was. Sieht zwar so stereotypisch böse aus, aber es hat definitiv was. Was machst du denn die ganze Zeit, du blöd, die Flattermaus? Lass mich doch in Friede. Uiuiui. Das sieht aber auch ein bisschen noch Graf Dracula aus. Und hier haben wir nichts Besonderes, da ist auch nichts. Ich befürchte irgendwie, dass wir auf den Drache stoßen. Wenn hier nicht nur Musik ist, ist auch immer etwas mieses Zeichen. Wo geht's dann hier links hoch? Oh. Oh je. Und du? Einmal Äther Medium erhalten. Das sieht ja nicht so gut aus. Und bei euch hier? Wir wollen Spiele. Wir wollen Spiele. Oh, cooles Personal hier. Sind auch überhaupt nicht gruselig oder zombieartig oder irgendwas. Pfui Teufel. Oh je, oh je, oh je, lauter gruselige Kinder. Unser Schatz. Wir wollen Spiele. Alter. Oh, hallo König Gadia. Prinzessin Nadja. Ich war ungerecht. Bitte, kommt ins Schloss zurück. Frosch, euch geht's gut. Prinzessin Nadja. Uah. Alter. Chrono, also damit hast du Zeit seit dem Fest vergeudet. Ich war schrecklich besorgt. Alter. Und du hier? Ja, hallo, ich will mit der hier retten, mit der. Und jetzt ständig hier das dumme Gelaber hier höre. Na gut, dann halt nicht. Da kommen wir zu irgendeinem Thron, der leer ist. Und dass hier absolut keine Musik ist, das macht mich total fix und fertig gerade. Sind es jetzt hier sein Handlanger wieder? Oder sind es wirklich irgendwelche seelenlose Menschen, die er bezaubert hat? Schon etwas arg creepy. Und was sind wir hier noch? Over? Weiter? Irgendwas? Vielleicht? Hier haben wir eine Unterkunft. Und hier haben wir noch ein Äther-Medium. Aber da kommen wir nicht durch, das kann man nicht verschieben. Nee, da hängt das Schwert an, an das man nicht dran kommt. Wie geht's denn hier weiter? Also hier auf jeden Fall mal nett. Keine Ahnung. Ah, und da. Oh.
Oh oh. Ist es der Ozzy wieder? Ja. Ozzy. Willkommen, Glenn. Da soll ich dich Sir Frog nennen. Ach du, hast wieder mal ein paar Cyruser mitgebracht. Marius ist gerade sehr beschäftigt. Du musst wohl mit mir aufnehmen. Und dem Schwertkämpfer Slash und Flea, dem Magier und Komplize? du musst alle 100 Monster in Margus Schloss besiegen. Komplize und Vampir. Okay, Frog. Mach doch mal bitte Eiswasser auf die Aller. Ich habe das Gefühl, das könnte ordentlich was reinreißen bei deiner Viecher. Sehr gut. Geilste Technik aller Zeiten. Mit M-Ensigster Doppelangriff alle erledigt. Das wäre sonst ein ganz, ganz schönes Geraffelwoche. Jetzt haben wir aber wenigstens Musik hier in dem Kabuff. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leid, ich mache an der Stelle jetzt hier wieder einen Cut. Ja, ich bin so fies. Und wir sehen uns morgen dann wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.